Halli, hallo mit The Witcher 3 nach einer langen Pause. Ich muss mich mal entschuldigen dafür natürlich. So viele Sachen, die parallel loslaufen, am Laufen sind. Ja, für eine lange Zeit eine Pause. Eingeleitet leider. Ja, aber ich versuche mal ein bisschen regelmäßiger Twitcher-Episode rauszubringen und mal endlich den ersten Akt im ganzen Spiel fertig zu machen. Weil wir sind immer noch im ersten Akt. Das ist so ein so ein langes Spiel. Ja, macht ja, das ist ja die Länge macht sie auch so spannend und so episch. Oder? So, jetzt muss ich mir echt mal wieder zurückfinden, wo wir zuletzt sind. Ich glaube, wir suchen Dudu, habe ich gemeint. Ja, für das haben wir ja ein Ding gehabt. Das mit dem Theaterspiel haben wir gehabt, genau. Und jetzt muss ich zu den Docs gehen und genau die Dinger anhören. Die Ordner, die Leute, die für Ordnung sorgen. Vor allem mit der gespannten Atmosphäre von Neugrad. Gerade braucht man das ja, dass die Ordnung herrscht. Es stockt ein bisschen. Obwohl ich nicht zu viel. Und dann muss ich Harddisk wechseln. Ja, aber es ist schon mal sicher wieder schön, zurück in der Witcher-Welt zu sein. Also, da muss ich schon zugeben. Ja. Weil das ist es natürlich, die Witcher-Welt ist sehr schön. Und es macht... Ich freue mich mal wieder mit der Geschichte weiterzumachen und ja, die Episode hier fortzusetzen. In der Zwischenzeit hat sich ein paar Sachen geändert. Ich habe ein bisschen bessere Kamera installiert, ein besseres Mikrofon haben wir organisiert. Ich hoffe mal, das trägt zu der Qualität des Spiels bei. Macht es auch für euch ein bisschen spannender zum Zuschauen. Ja, wo ist das? Ha, genau. Ja, muss man voll orientieren. Mit dem. Netter Kampf. Gute Beinarbeit. Forderst du mich heraus oder willst du dich mit Hal messen? Ein Hexer gegen die Bestie von Metina. Mordlust gegen unbändige Wildheit. Ich bräuchte euch als Aushilfe. Wir führen ein Theaterstück auf. Sollen wir auf der Bühne jemanden verdreschen? Ihr sollt als Ordner arbeiten und dafür sorgen, dass weder auf noch vor der Bühne jemand verdroschen wird. Da bist du bei uns falsch. Verdreschen ist unser Geschäft. Ich zahle gut. Ihr verdient vermutlich mehr als hier. Erwartest du Ärger? Müssen wir Schädel knacken? Ja, nicht auszuschließen, dass Backsteine fliegen. Habe ich aus einer zuverlässigen Quelle. Hal, willst du ein paar Maurer niedermachen? Aber natürlich will er das. Oder ich kenne meinen Bruder nicht. Her mit dem Taster. Und keine Sorge, wir sind da, bevor der Tanz losgeht. Ich realisiere gerade, ich hätte einfach 70 Stutz ausgegeben. Ohne im Klar zu... Ah, okay. Stimmt, ich habe letztes Mal Geld vom Konto gehabt. Gut, da haben wir irgendwie nicht ja. Rest von unserem Geld und die verschwendet und sonst. Was haben wir da? Schauen wir von die London bekannten Schaustelltruppe an, okay? Tun wir mal den QSA-Ding aktivieren. Nein, nicht All Gear. Ja, ich würde mal das angeschnitten machen. Keine Ahnung, ob es einen Bonus gibt, wenn man das macht. Damn, 420 Meter, warte mal, kann ich mit der Schnellreiseoption ein bisschen näher kommen? Ja, mit dem könnte ich sicher. Müssen nicht in die von da hin. Was ist gescheiter, von da oder von da? Ja,
Oder Südtor. Ja, Südtor sieht mit dem Schiedsstoß. Ja, dünkt mir die, als wäre es der kürzeste Weg. Und ja, darum machen wir das auch. Ja. Die Ladezeiten. Oh Gott. Haben wir schon darauf eingeschickt, dass in die ewig geladen wird, aber ja, bin positiv überrascht. Vor langer Zeit hast du deiner Frau vertraut. Das mit der ewig geladen passiert häufig, wenn man stirbt, aber zum Glück nicht, wenn man die Schnellreise tätigt. Gut, ja. Er ist nicht nur ein Ketzer, sondern ein Lügner auch. Ja, das sind glaube ich die Lunden oder die Jongleure. Hübsche Melodie, aber verdammt traurig. Dann drückt sie meine Stimmung aus. Was suchst du hier? Zu der Lunden bin ich hier richtig. Ich suche die Lunden. Seid ihr das? Wir haben kein Geld. Lass uns in Frieden. Da liegt wohl ein Irrtum vor. Oh, tut mir leid. Ich dachte, der Vermieter hätte uns wieder einen Schläger geschickt. Ich will kein Geld von euch. Im Gegenteil, ich hätte welches. Sofern ihr die Kunde von Madame Irinas neuem Stück in der Stadt verbreitet. Oh, das geht leider nicht. Seit der Premiere unserer folgenreichen Ballade Heiliger Himmelfahrt, fromm ist er nicht, fressen und huren, das kann er der Wicht, werden wir von Fettsacks Bande verfolgt. Fettsacks Bande? Raubdiebe, von Kult bezahlt. Die Stadt wimmelt von solchen Banden. Sie haben Nissa bedroht, wollten ihr die spitzen Ohren mit einem Schnitzmesser abrunden. Sie lassen uns nicht auftreten, vergraulen das Publikum, zerstören die Instrumente. Und neuerdings lauern sie uns direkt vor dem Haus auf. Wir wissen nicht weiter. Ja, das ist bekannt, wenn ich euch helfe, haben sie einen von euch verletzt. Ja, zu lange mit denen diskutieren. Get to the Und point. wenn ich euch Fettsack und seine Jungs vom Hals schaffe, werbt ihr dann für Irinas Stück? Ja, aber das wird nicht einfach. Die lassen nicht mit sich reden. Ich bin sowieso kein großer Redner. Das sagst du. Damit hat er auch recht. Dann die vor dem Haus der Lunden herumlungen. Okay. Ja, welche sind die denn? Da. Das nochmal, wenn du dich traust. Ich hab doch gar nichts gesagt. Kollege, komm. Jemand soll mit dir reden. Ihr seid das also. Hey, Fettsack, guck, was wir hier haben. Spinnig oder hast du Katzenaugen? Ja, tatsächlich hat wohl ein Gossenkater seine Mutter gevögelt. Was treibst du in der So Stadt nett. des ewigen Feuers, Miezekatze? Lasst die Lunden in Ruhe. Die Würmer, die Hierarch Himmelfahrt beleidigt haben, ihn einen Freier genannt haben? Lieber trete ich die heilige Flamme aus. Sag den verdammten Dichtern, sie sollen herkommen. Wir rammen ihnen die Flöten in die blasphemischen Ärsche. Dann pfeifen sie ein anderes Liedchen bei jedem Furz. Moment, Aktie-Option. Sollen wir sie einsetzen? Ja, besser als Geld geben natürlich. Oder wenn wir eine Schlägerei anfangen, das ist jetzt die Frage, oder? Ich habe jetzt schon lange nicht mehr gekämpft, darum. Verschwindet von hier. Sofort. Was? Los geht's. Jetzt gibt's einen Trachtprügel. Reißt euch zusammen, Jungs. Oh shit. Willst du verarschen? Komm. Aha. Dann muss einen killen. Ach, dieser Anblick, denen hast du's gegeben. 1, 2 über den Rücken, dann wumm, voll auf die Birne. Endlich kann ich rausgehen, ohne mich unter einer Kapuze zu verstecken. Oh, danke, vielmals. Bitte. Das war doch nichts. Und ob das was war? Glaubt nicht, dass wir unser Versprechen vergessen. Wir singen uns die Kehlen bunt, um Irinas neues Stück zu preisen. Was nehmt ihr dafür? Kein Kopper. Du hast uns geholfen. Warum sollen wir dir nicht helfen? Wir kriegen die halbe Stadt in das Stück. Wart's ab.
Einige schnelle Vorbereitungen und dann sind wir auf der Straße. Bis zum nächsten Mal. Ob das jetzt besser ist, dass nicht mehr Leute zu der Vorführung kommen, ist natürlich eine andere Frage. Bedeutet einfach, wenn jetzt irgendwie alles aus dem Ruder läuft, dass ja, das Chaos grösser ist und wahrscheinlich auch die Anzahl an Leben verloren gehen werden. Aber das ist halt die Witcher-Welt. Grausam. Ja. Mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Liebe und List geht es heute. Wie das wollt ihr wissen? Kauft Karten, ihr Leute. Ah, das sind schon am Werbung machen für unser Stück. Was ist das? Stimmt, wir haben uns für Komödie entschieden. Voll. Haha. Gut. Schön, Irene, das Stück machen wir gern. Jetzt habe ich aber Appetit gekriegt. Oh, das ist so eine Attrappe, was? Heutzutage reicht schon ein Hinweis, ein Wort. Und man landet auf dem Scheiterhaufen. Damn, wo ist der Herr da? Gut. Ah, da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Der Text, wir müssen darüber reden. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, zu was wir uns entschieden haben. Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Wer spielt den Hexer? Wer mal? Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Oh, er heißt Geralt, das dir. In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Gute Idee. Ich erwarte keine stehenden Ovationen, aber Dudu wird mich sehen. Das ist die Hauptsache. Aber du strengst dich doch an, oder? Ja, natürlich. Lernst wenigstens deinen Text. Natürlich. Ich gebe mein Bestes. Fuck, ich muss sicher das in die auswendig lernen. Nee. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Ah. Ja, aber Priscilla hat auch Bühnenerfahrung. Fuck it, nicht mehr Priscilla. Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... Finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. Sie wird zweifellos entzückend sein. Damn, ganz ehrlich, so schlecht sieht sie auch nicht aus. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Aber Latrizza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bollier, herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Ja, es geht ja darum, Dudu rauszulocken. Nicht in dem Sinne, dass wenn da eine geile Vorstellung hier darbietet. Darum Abelard. Nehmen wir Abelard. Besser ein zuverlässiger Handwerker als ein unberechenbarer Künstler. Gut so. Das Projekt ist auch ohne Maxim schon riskant genug. Gut, Unterstützung. Und ich kann mich irgendwie auch vage daran erinnern, dass ich in einem anderen Spieldurchgang mal den Maxim genommen und der ist in die besoffen auf die Bühne gekommen. Der ist in die nicht gut gelaufen. Aber ich will so oder so auch nicht, dass es nicht gut laufen wird, also von dem her. Jo, Gut, ich habe endlich die Besetzung.
Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Tja, sicher. Ich habe keinen Plan, was im Text ist. Ich bin bereit. The fuck? Hab mir aus Neugierde den Text angesehen. Wir können auch gleich loslegen. Schön. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Komm auf die Bühne. Sultan? Was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Ah, Sultan, wie Komm, geil. Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Sultan, du bist ein geiles Sieg, Mann. Meine Damen und Herren, ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine vortreffliche Komödie für euch. Der Titel: Die Errettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr einen Veteranen der Novigrader Bühnen, Abelard Ritzer. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Die Frage ist jetzt, ob da Entscheidungen muss man fällen während der Ding. Ich muss sicher den Text Entscheid durchführen. What the fuck, die hat fast keine Kleider. Und dann vergiss ich's. Hoheit, der Schlächter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen. Drum nichts wie herein. Zuvor tränk ich allerdings gern etwas Wein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Dann trinken wir Brüderschaft und sagen du. The fuck, kann mich nicht erinnern. Mädchen von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Ich glaube, ich hätte mir etwas lustig sagen. Meine Kleine wird unglücklich sein. Ich schenk ihr was Schönes. Sie wird's schon verzeihen. Oder ich hoffe es mal. Die Audienz rechts und ich finde es sehr komisch ausgefallen. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspähe ich hier. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen brennt schon seit Monaten heller als Kerzen. Heute sei Schluss damit. Wehrt meine Braut. Ich hab keine Ruhe, bis wir endlich getraut. Oh, Liebster, mein Ja. Wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Verrat! Dieser Wein ist mit Silber versehen. Wie ekelhaft. Auf den Abort muss ich gehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler. Oh nein.
Was? Ich hab keine Ahnung. Falls sie ihn wirklich liebt, ist sie wohl sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, o Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Come on, Dudu. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch. Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werf den Verräter in den Kerker! The fucking Dudu. Ja, ich glaube schon. Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wird dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Schon gut, Kumpel. Das ist doch alles nur Spaß. Eine Komödie. Meine Güte. Selbst ein Ghoul könnte den Prinzen spielen. Wenn man den nicht verprügeln kann. Wow, keine Schlägerei. Geil. Nice. Ja, beim letzten Mal vor müssen alles... Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Ein bisschen Holz Sei für gegrüßt, Arbeit. Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nope. Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn, wie habt ihr es geschafft, Reuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Du bist nach dem entkommen oder warum hast du nicht in Trissel aufgenommen? Ja, das zweite... Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cyrilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Ja, zeig's uns. Verwandle dich jetzt. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das?
Ja, das reicht. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Ja, das wäre gut. Menge ist tot. Ah, diese Bestie. Gut, dass sie endlich jemand umgebracht hat. Obwohl gewiss jemand den Posten übernimmt, der mindestens genauso übel ist. Da wäre ich nicht so sicher. Vielleicht ist es diesmal jemand Anständiges. Wovon redet er? Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dole oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Das ist ja komisch. Niemand, außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Ist komisch, weil die ganze Baracke von Soldaten, oder halt was auch immer die sind, in einem Feuer gestorben sind und niemand hat Ahnung, ob Menge zu den Toten gehört und dass auch niemand entkommen ist und so. Echt ein bisschen komisch. Aber naja, sagt mir einem geschenkten Esel oder geschenkten Pferd, schauen wir das mal an. Gut. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir Geschenkter ausdenken, was Esel du ist willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Fürs erste Mal. Nur ein paar kleine Unsicherheiten. Die Vorstellung im Allgemeinen, was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Du hattest recht, Abelard den Prinzen spielen zu lassen. Maxim wäre bestimmt betrunken auf die Bühne gekommen oder er hätte die Premiere ganz vergessen. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss mehr zu zugeben, Geld dein bekommen. Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kermorhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. The fuck. Oh, sind wir irgendwie gut durchgekommen, wenn man so. Ja, wenn man sich so mal das vor die Augen führt. Es hat keine Schlägerei gegeben, wenn jemand umbringen müssen. Wir sind bezahlt worden, ja, alles tipptopp und wir haben jetzt einen Plan, wie wir Rittersporn befreien können. Das werden wir auch machen, aber nicht in der Episode, denn wir sind bei den 20 Minuten, oh sogar schon 30 Minuten sind vorbei, verdammt, wie schnell es ist. Haben wir erreicht und ich sage mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn was? Wenn wir mit der nächsten Episode weitermachen. Tschüss!